Grüße Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Was haben Sie uns da mitgebracht? Ja, ich glaube, das kennt man gleich. Eine hochstehende Persönlichkeit. Wissen Sie denn, wer das ist? Ja, die Kaiserin Elisabeth, die Sissi. Die Sissi. Gell? Wie sind Sie denn dazu gekommen? Meine Mutter hat sie von ihrem Cousin 2010, kurz vor seinem Tod, bekommen. Und in meinen Besitz ist sie dann 2013, nach dem Tod von meiner Mutter, bei mir gelandet. Ah ja, aber Sie kennen sie schon seit 2010, haben Sie? Ja, auch schon vorher. Die Auch schon stand vorher. in Wien. Mein Großcousin war aus Wien und da Okay. stand sie im Wohnzimmer auf der Kommode. Ah ja. Jahrelang. Dort auch in Wien groß verehrte Persönlichkeit, klar, ganz genau. logisch. Ja, eine bekannte Persönlichkeit aus dem Hause Wittelsbach, einer Nebenlinie, die zur Kaiserin erhoben worden ist. Und hier sehen wir sie in einer stehenden Statuette, eigentlich fast großbürgerlich gekleidet, mit einem für die Zeit des ausgehenden 19. Jahrhunderts typischen hochgeschlossenen Kleid. Der Hals ist verdeckt, dann ein großer aus Spitze oder mit Spitze flankierter Sattel, sehr, sehr eng wie ein Mieder, alles körperbetont und die Hände vor dem Schoß gefaltet, fällt das ganze Gewand nach unten und bedeckt ihre Schuhe. Wir haben es eigentlich mit einer Figur zu tun, die so am Übergang von Historismus zu Jugendstil, also eigentlich ein Stil des späten 19. Jahrhunderts, in der Zeit um 1900 hier vor uns steht. Und als ich sie gedreht habe, habe ich auch gesehen, dass hier unten an der Plinte eine Signatur zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gesehen haben. Ja, natürlich. Gelesen. Hat sie Ihnen irgendetwas gesagt? Na, der Edmund Helmer ist ein Bildhauer, soviel ich weiß, und war auch an der Kunstakademie in Wien tätig und hat, glaube ich, auch größere Sissi-Statuen gemacht. Und ich glaube, den Mozart an der Ringstraße. Den gibt es auch von ihm. Genau, den gibt es auch von ihm. Und der Bianchi, der sagt mir gar nichts. Dann fangen wir mit dem Helmer mal an. Edmund von Helmer, Sie haben es schon richtig gesagt, einer der großen historistischen Jugendstil-Bildhauer Wiens. An der Ringstraße hat er viel gemacht, Bauskulpturen an großen Gebäuden, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Denkmälern. Das Goethe-Denkmal, das Johann-Strauß-Denkmal in Wien, also die großen Dichter und Denker aus dem deutschen Sprachraum. Wenn man zur Hofburg geht, Michaelerplatz, die zwei großen Gigantenbrunnen sind von ihm. Und er hat ein Sissi-Denkmal. 1900, hier steht es auch, nach Edmund Helmer, er ist geadelt worden, Fezit 1900. Es steht heute noch in Salzburg in Lebens- oder Überlebensgröße. Und hier haben wir es sozusagen mit einer Reduktion, nennt man das, zu tun, also einer Verkleinerung, die dazu da war, ein berühmtes Denkmal auch nach Hause zu holen. Jetzt kommen wir mal zum Material. Das Material ist ein sehr einfach wiederholbares Material. Es ist eine Art Kunstharz, eine Kunstmasse, aus der man erstmal ein Modell gemacht hat und dann konnte man das beliebig vervielfältigen. Und ich gehe davon aus, diese Firma A. Bianchi ist meines Wissens eine Reproduktionsfirma gewesen, die in Chur ansässig war. Diese Firma gibt es heute nicht mehr. Und die haben extrem viele Kopien solcher Dinge gemacht. Es wurde wirklich massenhaft hergestellt. Diese Firma, glaube ich, hat es sogar bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts gegeben. Ja, ich gehe davon aus, gerade, dass das so populär war, dass man da durchaus sehr viele davon hat verkaufen können. Das Material ist nichts Besonderes. Es ist ein Material, mit dem man sehr schnell was neu machen kann. Und dadurch, dass man davon ausgehen muss, dass es das sehr häufig gegeben hat, würde ich einen Preis zwischen unter 100 € ansetzen müssen, weil es eben es ist kein selbstgefertigtes Werk, es ist ein nachgegossenes Werk und es wird es noch sehr viele andere Male geben, aber sehr dekorativ. Und aufgrund der Familiengeschichte finde ich das toll, dass Sie es weiterhin aufheben. Ja, gerne. Freut mich sehr, dass Sie es uns gebracht haben. Herzlichen Dank. Wiedersehen. Danke, wiederschauen.